Hallo zusammen! Bro, es ist ein bisschen awkward. Ich fühle mich, als hätte ich euch so jahrelang im Stich gelassen. So viele Nachrichten gekommen. Und alle immer so, ja, also, gell, nicht so, ich will dich nicht unter Druck setzen, aber so, Digga, post mal. Ja, es tut mir so leid, Leute. Aber ich hatte nichts zu erzählen. Ich bin mir sicher, es hatte noch andere Gründe gehabt, die ich jetzt einfach nicht mehr weiss, weil ihr wisst, ich habe wirklich kein Gedächtnis. Langsam ist es im Fall richtig concerning. Weil die Leute sind auch so, meine Friends sind so, hä, das habe ich dir doch erzählt. Und es ist so harter Gossip. So die Art von Gossip, wo du einfach eigentlich wissen solltest. Und ich bin so, hä, Digga, ich habe das noch nie gehört. Und nachher schaue ich so im Chat und bin so, oh mein Gott, die Person hat das etwa schon 4-mal geschrieben. Und ich habe jedes Mal richtig crazy reagiert und so, wow, oh mein Gott, was, das ist passiert. Und nachher vergiss es einfach. Also, wenn ihr mir Gossip erzählen wollt, go off, weil ich mag mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, ob es mich einfach nicht juckt, weil es juckt mich eigentlich eben schon. Alter, Tilda geht's. Die ist da am kratzen. Ich weiß nicht, ob man es gehört. Tilda hat ihre Tage bekommen. Das ist in der Zwischenzeit passiert. Sie legen ruhig ab. Sie hat ihre Tage bekommen. Ich war in der Ferien, ich war am Frauenfeld, ich war in London, das weiss ich nicht mehr. Ich habe probiert herauszufinden, ob ich habe meine letzte Podcast-Folge nicht nochmal gehört, aber so, ich habe probiert herauszufinden, ob ich die vor oder nach London aufgenommen habe. Ich glaube vor. Ich war in London jedenfalls. Ich hatte einen fucking crazy Dreh, wo ich nichts darüber erzählen darf bis im Herbst. Und das ist so schlimm, zum nicht zu erzählen, weil es ist literally, Leute, wenn ihr das seht, ihr werdet mir nicht glauben. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich will jetzt einfach, Leute, wir finden es von null an. Wir kennen das, ich weiß nicht, was ich euch jemals schon erzählt habe. Oh mein Gott, ihr checkt nicht. Stellt euch den krassesten Celebrity vor, wo möglich ist, dass ich vielleicht mit dem in Kontakt kommen würde, mit ihm oder ihr. Gegendert, geheimlich gemacht. Leute, und das ist einfach, es ist so krass. Ich frage mich einfach, bis Leute das sehen, dass sie sind, hä, ist das irgendwie AI oder so? Nein, ist nicht. Hihihi. Und ich darf es niemandem erzählen. Und ich muss selber noch warten. Ich weiß selber nicht, wie es rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich scheiße war. Ich weiß nicht, ob sie mich hassen. Doch, ich weiß, dass sie mich nicht hassen. Sie haben literally gesagt, dass sie sehr froh sind, dass sie mit mir zusammen geschafft haben und so. Aber gleich bin ich so, oh mein Gott, hassen sie mich? Habe ich es schlecht gemacht? Weil es ist so crazy. Aber ja, ihr werdet es dann sehen. Ich bin jetzt die Bitch, die so ist, ich darf es nicht sagen. Nein, ich kann es leider nicht sagen. Aber ich kann es wirklich nicht sagen. Und es ist so schlimm. Leute, ich kann so kein Geheimnis behalten, außer das, was ich halt vergesse. Und darum sage ich auch immer, meine Kolleginnen sind, sorry, finde ich auch mega offensiv, wenn sie nach 5-6 Jahren immer noch so sind, ja, aber darfst du einfach wirklich keinem sagen. Logisch sage ich es keinem. Und wenn schon, dann hat es einen guten Grund, zum Beispiel meinem Freund. Aber dann bin ich auch, wirklich, ich antworte jetzt immer, Leute, ich weiss es eh nicht mehr in 2 Tagen. Wem soll ich es erzählen? Erstens habe ich keine anderen Kollegen als die mir das Zeug erzählen. Zweitens weiss ich es nicht mehr. Aber wir sind schon wieder sehr chaotisch unterwegs. Ich finde, man sollte chronologisch anfangen. Ich weiss nicht, ob ich von London schon erzählt habe. Ich habe auf jeden Fall ein paar Vlogs hochgeladen und habe Stories gepostet und so. Darum, das ist irgendwie schon so lange her. Das ist jetzt wirklich einen Monat her, glaube ich schon. Das ist irgendwie nicht mehr so... Ich mag mich auch nicht so gut daran erinnern. Ist basically mein Point. Wir sind mit Longcom dort, ich war mit der Franny unterwegs. Hauptsächlich. Und dort sind so Bridgerton-Actresses gsi. Das habe ich vielleicht schon erzählt. Ich habe das schon erzählt. Ja, das habe ich selbst schon erzählt. Egal. Ja, dort. Und dann bin ich zurückgekommen. Was war dann? Dann war der crazy fucking ass scheiß fucking 3 gsi. Und wir drehen ja nebenbei noch etwas anderes, wo einfach ein Projekt wird. Und da habe ich jetzt am Wochenende, jetzt ist glaube ich Donnerstag, ja, heute ist Donnerstag, habe ich am Wochenende den letzten Drehtag und nachher ist es vorbei und nachher muss ich nicht mehr Amy sein, weil das habe ich euch glaube auch mal erzählt. Mein Charakter heisst Amy und die regt mich richtig auf, weil ich check sie nicht und sie ist irgendwie so oberflächlich und so und irgendwie, ich fühle mich beleidigt, weil ich frage mich, ob es inspired von mir ist oder nicht. Ich muss mal fragen, der den Text geschrieben hat. Aber ja, dann muss ich mit dem Flavio drehen. Darum, ich freue mich nicht auf ihn. Und wir haben auch noch eine SRF-Meteo-Kampagne gehabt, der Flavio und ich zusammen. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, Alter, ganz mal schauen. Wo wir so, wo wir literally auf dem Meteo-Dach sind und halt einfach so einen Scheissdreck labern. Und dort sind Leute in den Kommentaren so, hä, ich check nicht, wie haben die das gemacht? Und ich so,
wir sind actually dort gewesen. Und die Person so, hä, nein, schau, der Boden sieht mega komisch aus, das ist doch ein Greenscreen. Alter, wir sind halt einfach dort gewesen. Ich weiss nicht, was ich euch erzählen soll. Wir sind auf dem Meteodach gewesen und die Mitarbeitenden haben uns so gesagt, dass die zum Teil noch nicht mal dort raufgehen dürfen, dass das mega so selten ist, dass die vom SRF dort rauf dürfen. Und du darfst auch nicht ohne Begleitung rauf, weil du halt runterfallen kannst, weil es ist recht hoch oben. Und das war auf jeden Fall eine crazy Experience gewesen. Und genau, nachher sind wir eigentlich, ist es schon in die Ferien gegangen, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich noch. Nachher habe ich 100 Jahre die hure Ferienvorbereitung gemacht, meinen Hot Girl Summer probiert auszuleben. Es hat überhaupt, also Leute, ich bin so enttäuscht davon, wie fest dass ich mich gestresst habe und wie wenig dass ich mir dann schlussendlich Mühe gegeben habe, um irgendwie zu slayen in der Ferien. Ich habe wirklich immer nur, eigentlich basically nur ungeschminkt und immer die gleichen 3 Oberteile angehabt, obwohl ich so 100 dabei hatte. Kennt ihr das? Nachher musst du heim und musst alles waschen, weil es so nach Hotel und tropisch und Flugzeug stinkt. Nein. Und nächstes Mal nehme ich dann wieder, ich kenne den Zyklus, nehme ich dann wieder so wenig mit, weil ich denke, ja, du lässt eh nicht anders an. Und nachher scheisse ich mir 4-mal in die Hose und schwitze und dann habe ich nichts mehr. It's so hard being a girl, man. Genau. Oh mein Gott. Und in der Ferien, das hat mich so gestresst, haben wir noch müssen uns einschreiben für das Modul von dem Studium, das ich dann anfange. Die Leute, die sich auskennen mit dem Studium, wissen wahrscheinlich ganz genau, was ich studiere. Das haben wir auch schon ein paar geschrieben. Und ich frage mich, ob das die sind, die wir am Infotag irgendwie gespottet haben oder nicht. Das habe ich auf jeden Fall sehr creepy und weird gefunden. Dann war ich so gestresst, weil mein Internet ist scheiße und nachher hat nichts funktioniert. Und am Schluss habe ich die Hälfte von dem nicht bekommen, was ich will. Und ich bin immer noch hässig. Genau, und ich weiß auch nicht, was ich jetzt mache, weil ich check das Studium nicht. Ich bin wirklich jetzt schon überfordert und ich weiß nicht, wie Leute studieren. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich weiß nicht, wie die Leute studieren und das Studentenleben ist ja normalerweise auch so richtig eben so besoffen sein immer und dann kiffen sie noch und dann haben sie noch so 40 Kollegen und so 4 verschiedene Friendgroups und sind jeden Tag am Käfeln und ich frage mich, wie machen die das, Digga? Wie bestehst du deine Prüfungen? Ich glaube, ich bestand die Prüfung nicht mal, wenn ich wirklich anhocke und lerne. Ich kann einfach nicht lernen. Also, nein, stopp, ich bin nämlich nicht dumm. Das werde ich auch mal klargestellt haben. Ich bin nicht dumm. Aber ich kann einfach mich nicht konzentrieren. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Langsam bin ich wirklich am hinterfragen, ob ich vielleicht ADHS haben könnte. Und ich will gar nicht darüber reden. Weil dann gibt es so die Leute, die sind so, oh mein Gott, übertreibst wegen TikTok-Diagnose. Und dann gibt es die Leute, die mir immer seit irgendwie 4 Jahren in meinen DMs hocken und sagen, geh es bitte mal untersuchen. Es ist wirklich Red Flags bei dir. Es würde dir wirklich besser gehen, wenn du es einfach wüsstest. Und ich will einerseits diesen Leuten nicht recht geben, die so sind, mich so ferndiagnostizieren und so sagen, Bro, du hast ADHS, nur weil ich so hibbelig in meinen Stories bin. Hallo, das ist einfach auch die Social-Media-Welt. Andererseits ist es wirklich langsam alarming und ich bin auch meine Mutter so am beobachten und bin so, Bro, du bist schon nicht ganz normal. Und ja, ich weiss, man redet nicht von normal und abnormal, aber ihr wisst, was ich meine. Bro, und sie so, hä, nein, ich bin die letzte Person, die ADHS haben könnte oder so. Und nachher ist sie da, sie war jetzt da am Packen gewesen, weil sie weggegangen ist. Und dann habe ich ihr so zugeschaut, wie sie so durchs Haus säckelt und so nichts im Griff hat. Aber so, hä, wo habe ich jetzt das angelegt? Nein, wo ist jetzt das? Nein, das soll ich jetzt machen. Nein. Und dann macht sie eins nach dem anderen und nichts so recht. Und dann hockt sie wieder an und dann findet sie das Handy wieder nicht. Einfach so der Vibe. Und dann schauen sie so an, so, bist du dir sicher? Und dann ist sie so, nein, ich will es jetzt gar nicht hören. Und dann muss sie selber lachen. Aber ja, sie ist der Überzeugung, dass sie es nicht haben können. Der Rest von meiner Familie, Alter, hat aber einfach schon so, entweder haben sie Autismus-Spektrum-Störung oder ADHS oder sonst sind sie einfach komplett psychisch am Arsch. Aber so, sie glaube, ich bin noch gut davon gekommen. Egal, ich will jetzt nicht meine Familie schäden. Also, I love my family. I'm totally a family person, man. Aber ja, das ist etwas, was mich auch beschäftigt hat. Und das ist aber etwas, was mich auch hart anschießt, weil ich mag das gar nicht abklären. Es würde ja also ich glaube, es würde für mich wirklich keinen Unterschied machen, das zu wissen, weil ich weiss ja, dass ich nicht die Beste bin, im so anhocken und mich konzentrieren oder so. Und ich weiss auch, dass ich trotzdem, also weißt, es ist nicht, dass ich nicht funktionieren kann und es ist nicht, dass ich irgendeinen harten Leidensdruck hätte oder so. Und ich habe das Gefühl, das wäre nur nochmal ein Weg, dass man mich so abstempelt als irgendeine Gestörte. Darum, ich werde einfach weiterslayen und wenn ich dann plötzlich für irgendeine Lernphase Ritalin will, dann gehe ich es vielleicht mal... Nein,
Spass. Mir bringt das eben auch hart nichts. In der Schule bekommen doch die Leute, die ADHS haben, so eine, halt, wie sagt man das, Leistungsausgleich, Nachteilsausgleich, keine Ahnung, Digga. Alter Tilda, gib du gar halb deinen Film kommen. Nein. Bro, sie frisst einfach ihr Bett. So eine Unerzogene. Wer hat die erzogen? Hä? Wer war? Ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich konnte mich wirklich nicht konzentrieren, wenn die so rumlernt, die andere. Ich schaue jetzt wirklich täglich die Coco an und bin so, wow, du bist einfach von einem Engel erschaffen. Und dann schaue ich Tilda an und bin so, wann wirst du ruhig? Die hat so viel Energie und du musst so viel machen mit ihr, bis sie mal einfach schläft. Und jetzt, wo sie ihre Tage hat, ist es besser, weil irgendwie habe ich das Gefühl, sie wird müde von dem. Und der Coco übrigens, der Coco geht es nicht so gut. Wir geben ihr jetzt so Herzmedikamente, was wir eigentlich vor Jahren, wo wir herausgefunden haben, dass sie ein scheiß Herz hat, so waren, nein, wir wollen ihr nicht jeden Tag Medis geben, weil es geht ihr noch gut und wenn es ihr dann halt schlechter geht, dann müssen wir sie halt gehen lassen. Digga, jetzt geht es ihr schlechter und dann so, ich glaube, wir geben die Medikamente. Ich kann sie noch nicht einschläfern. Aber es geht ihr, ich glaube, es geht ihr ein bisschen besser mit den Medikamenten. Sie ist einfach mega müde. Und jetzt bin ich so an dem, also ich habe einfach nicht können, weil dort, wo wir zum Tierarzt gegangen sind, ist es ihr mega schlecht gegangen, weil sie wieder so einen komisch fetten Bauch bekommen hat. Und das hat sie ja schon mal gehabt, wo ihre Gebärmutter fast geplatzt ist. Und darum haben wir gedacht, vielleicht hat sie Flüssigkeit, wo fließt im Körper, so in der Lunge und so. Und dann haben sie gesagt, nein, das ist nicht der Fall, aber irgendwann wird das passieren, weil ihr Herz ist so undicht und was weiß ich was und irgendwann wird halt das Blut raus und dann erstickt sie irgendwann, wenn man es nicht merkt. Und dann bin ich so gewesen, okay, aber müssen sie jetzt noch nicht einschläfern, ihrer Meinung nach? Und die sind so gewesen, nein, aber sie merken es dann schon. Und dann bin ich so gewesen, Digga, könnt ihr mir bitte sagen, wenn ich es nicht merke und sie wegen mir erstickt oder ihrem eigenen Blut, Digga, dann bin ich ja der Teufel höchst persönlich. Und jetzt bin ich so gestresst, weil ich so das Gefühl muss sie so beobachten und merken, wenn es ihr wirklich schlecht geht. Weil es geht ihr nicht schlecht. Sie ist einfach müde und alt. So. Und jetzt ist es einfach so, jetzt habe ich Zeit gehabt, um mich so ein bisschen wenigstens damit abzufinden, dass es ihr nicht so geil geht und dass sie halt jetzt wirklich mega am Ende ist wahrscheinlich, weil es war immer so ein Ding vorher von, entweder die wird so 40 und du fragst dich wieso, oder sie stirbt halt jetzt dann. Und ich glaube, es wird eher so, dass innerhalb des nächsten Jahres wahrscheinlich muss ich wahrscheinlich den Schritt... Nein, aber es ist auch schwierig, weil sie will spazieren, sie tut rumbellen im Garten, sie frisst noch einigermaßen. Am hat sie nicht so Hunger, aber ich glaube, das ist wegen der Tabletten, aber sie frisst schlussendlich immer. Sie läuft immer noch die Stege auf und ab, 40 Mal am Tag. Sie kommt in mein Bett, sie kommt runter, sie kommt ins Bett, sie kommt runter. Wenn es ihr mega scheiße geht, dann machst du das halt nicht. Und ich warte so ein bisschen auf das, dass sie eben zum Beispiel zeigen wird, dass sie nicht spazieren will oder so. Und das kommt halt nicht. Und ich frage mich, ob das kommen wird, auch wenn es ihr wirklich schlecht geht. Weil sie ist ja, wie heissen die? Jack Russell. Fox Terrier, keine Ahnung, ist das Gleiche? Keine Ahnung. Und die sind ja mega willensstark und ziehen so voll durch und sind so voll hart im Nähen. Und sie hat mir auch gesagt, die Räte sind so, ja, das ist halt schwierig mit denen, weil du es nicht so merkst und sie sich nicht so anmerken lassen. Aber wenn sie dann gar nicht will, dann zeigt sie es dir dann schon, weil die sind ja stur. Und ich so, Digga, ich habe nicht das Gefühl, dass Coco mir das jemals zeigt. Genau, das heisst, ich muss jetzt einfach abwarten und Tee trinken, bis mein Hund stirbt. Wow, I love it. Was mache ich denn? No joke, was mache ich denn? Ich kann nicht mit dem umgehen. Mit Nasira war mir schon eine zu viel gewesen, und Coco ist wirklich meine allerbeste Kollegin. Und das meine ich so ernst und die Leute finden es so cringe, wenn ich das sage, glaube ich. Und es ist auch ein bisschen cringe, wenn ich so drüber sage, oh mein Gott, meine beste Kollegin. Die hat wahrscheinlich nicht genug Hirnzellen überhaupt, um zu checken, wer ich... Nein, I love her, aber sie ist schon ein bisschen confused. Aber nicht erst jetzt, schon immer. Aber eben, ich habe das schon 100-mal gesagt und auf TikTok sage ich es auf jeden Fall sehr oft. Aber sie ist wirklich so meine längste Kollegin oder so Begleitung im Leben, weil wir halt immer umgezogen sind und wir haben sie in Dänemark gekauft und dort war ja für mich auch ein ganz neuer Anfang gewesen. Und dann ist sie einfach, sie ist halt immer da seitdem und durch jeden Scheiß, der passiert ist, es ist viel Scheiß passiert, ist sie immer da gewesen. Jedes Mal, wenn wir umgezogen sind, ist sie da gewesen. Jede Schule, wo ich war, ist sie da gewesen. Und jeden Tag bin ich mit der Coco. Und das ist so komisch, zum jetzt halt merken, dass sie nicht weiterhin bleibt.
Aber es ist auch, also, es ist so ein bisschen, es ist okay, langsam, weil sie hat schon lange sterben können. Also, alles, was ihr passiert ist ja crazy, dass die überhaupt noch lebt und darum bin ich einfach froh, dass sie jetzt noch da ist und so. Aber es ist halt so, Bro, was mache ich denn? Da ist auch Coco weg. Ich bin mir sicher, wenn man so lange einen Hund hat, wir hatten vor der Coco schon einen Hund gehabt, der 12 geworden ist, wo sie das Baby war. Aber das habe ich ja nicht so bewusst wahrgenommen. Also ich kenne das sicher mit diesen Childhood Dogs. So, man ist mega traurig, wenn die sterben, aber meistens gibt es danach einen neuen und du bist ja so klein gewesen, dass du gar nicht gecheckt hast, wie lange der Hund bei dir war. Und ich check nicht, wie macht man, also kann ihr mir erklären, so die Hunde, mit denen man erwachsen wird, das habe ich noch nie gehabt. Das ist so, das ist einfach, ich habe das Gefühl, du schaust um und überall sollte dann das Tier sein, wenn es nachher weg ist. Genau gleich mit Katzen. Ich meine, Katzen werden ja ultra alt. Ich kenne so viele Leute, die so eine 20-jährige Katze hatten. Das ist ja crazy. Du schaust doch um und bist so, das ist die Katze immer gelegen. Oder das ist, ich weiß nicht, wie man das überlebt. Aber ich muss es überleben und es ist okay. Und es sollte jetzt auch nicht Erfolg sein über den Tod. Aber ich lese gerade «Dienstags bei Maury». Das kennen sicher ein paar von euch, aber es geht um den Tod. Und darum bin ich jetzt voll obsessed mit dem Sterben. Aber nicht in einem weird way, einfach so im Konfrontations-way und mal ein bisschen darüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob mir das gut tut. Ich bin auch alleine daheim. Sorry. Danke, weil ihr Gesundheit gesagt habt. Ich bin alleine daheim und dann werde ich immer so richtig gestört. Also ich kann nicht alleine daheim sein. Ich bin immer so, oh mein Gott, hihi, dann ist mal Ruhe und so. Aber Real Talk, ich kann nicht alleine daheim sein. Wenn ich ausziehe, muss ich entweder mit irgendjemandem zusammenziehen oder in eine WG gehen oder wenigstens 4 Tiere bei mir haben. So. Ich kann nicht allein sein und ich will auch gar nicht allein sein. Ich finde, das ist ein dummes Ding, dass man so sagt, man muss lernen, um allein zu sein. Nein, wir sind soziale Wesen und das ist mir scheißegal. Ich will das nicht lernen. Auf jeden Fall fange ich dann immer an, so ganz viel Scheiß zu machen, den ich seit 10 Jahren nicht gemacht habe. Zum Beispiel habe ich jetzt Sims runtergeladen. Zuerst haben wir gesagt, nein, du kaufst kein Extension Pack, weil Digga, die kosten 40 € auf der Sims-Seite. Nachher hat mir aber geschrieben, dass es billiger gibt auf einer anderen Seite. Dann habe ich es dort gekauft. Aber dann habe ich das gekauft, dass man Hunde und Katzen haben kann. Dann habe ich gesagt, nein, mehr kaufe ich nicht. Jetzt habe ich 3 nächste Extension Packs gekauft, aber wenigstens billiger. Also die 3 oder 4 haben alle gleich zusammen so viel gekostet, wie eins gekostet hat auf der offiziellen Seite. Also es ist nicht illegal. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Seite heisst. Wüsstet ihr sicher besser als ich. Und dann jetzt habe ich die Nacht bis um 2 in der Nacht Sims gespielt, weil irgendwie habe ich so halbers Angst zum Schlafen. Ich bin übrigens nicht für immer und ewig alleine daheim, also ich will mich jetzt nicht fucking entführen, wenn jemand creepy das gehört. Genau, ich bin jetzt am Sims suchten. Jede Sekunde vom Tag, jetzt seither, bin ich so, eigentlich könnte ich Sims spielen. Und das ist jetzt meine Obsession. Ich bin am probieren aufräumen, aber es hat noch nicht geklappt. Ich habe ein neues Nachttischchen bestellt. Ich weiß nicht wieso, aber das ist hure geil, weil es hat so, es heisst Kartell Componibili, das ist so ein Design-Ding und du kannst halt, es hat so wie Schiebetüren, dass du kannst Zeug rein tun und dann zumachen. Und das ist doch perfekt für mein messy Ass, weil ich habe zu viele so Möbel, die offen sind, wo man rein sieht und ich kann das halt nicht ordentlich behalten und darum ist es jetzt mal geil. Und darum habe ich gefunden, das ist gerechtfertigt, dass ich das jetzt kaufe und bestelle und mein ganzes Geld ausgebe die ganze Zeit. Apropos Geld ausgeben, Ferien. Wir sind auf die Seychellen gegangen, mein Freund und ich. Das waren unsere zweite Ferien zusammen und das erste Mal so weit weg. Und ich muss sagen, es war richtig stressvoll irgendwie. Also bei der Planung bin ich mega so die gewesen, nein, das ist voll easy so weit weg, ich gehe immer so weit weg. Und er war so ein bisschen der, der so war, er geht eigentlich lieber nicht so weit weg. Und ich war so, Bitch, du kommst mit weit weg, weil das ist voll cringe, wenn ich dein Leben lang mit dir zusammen sein will und du willst nicht weit weg. Nein, das machen wir nicht, wir machen eine Weltreise, Baby Girl, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen. Und dann bin ich eigentlich die gewesen, so, nein, chill, das ist voll chillig, das ist voll gut, es ist noch nie etwas passiert, Baby Girl, bin mir das gewöhnt. Und nachher sind wir aber so auf dem Weg und ich bin so, oh mein Gott, scheiße, der andere hat keine Ahnung. Also er hat schon Ahnung, aber so, ich habe viel mehr Ahnung und ich bin so, meine Mami jetzt. Weil meine Mami hat immer alles gemacht, wenn wir weit weg sind. Und meine Mami ist immer die so mit 2 fucking kleinen Kindern irgendwo auf Thailand gegangen ist allein und das irgendwie überlebt hat. Ich weiß nicht, wie die Frau das gemacht hat, aber wir haben das halt irgendwie als Selbstverständlichkeit gesehen, dass einfach alles in Ordnung ist und sie hat nie worried gewirkt und nie so
Angst gehabt oder so. Und darum war es halt dann immer mega chillig gewesen, mit ihr unterwegs zu sein. So, ja, das Mami jetzt schon im Griff, so ein bisschen so. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, fuck, Alter, meine Mami ist nicht da. Und ich bin die so tun muss, als hätte sie voll Ahnung und so mit den Leuten redet und so, ist so, nein, das ist viel zu teuer oder nein, das ist viel zu wenig. Also das wäre mein Freund voll zu dumm und hat nichts erlebt im Leben. Aber ich meine, es ist ja auch nicht, also das ist ja, glaube ich, mehr die Norm, dass man halt noch nicht so weit weg war in diesem Alter. Und das ist auch voll okay. Und er hat auch nicht so wenig Ahnung gehabt. Ich tue einfach gerne so, als hätte er keine Ahnung. Und ich habe mir auch wirklich so gefühlt, als hätte er keine Ahnung. Weil amigs kennt ihr das? Es ist immer so ein Team von jemandem, der so alles overthinkt und keine Sekunde Ruhe am Tag hat und nie die Fresse haben kann und immer so, nein, wollen wir nicht dort durch. Nein, komm, nein, es wird bald dunkel. Nein, weißt du, wir müssen dort. Nein, wir müssen dort. So der stressed Teil von der Beziehung. Und dann der andere ist so, lalalala. Ja, das ist mein Freund. Aber allein ist er irgendwie auch mich selbst stressed. Aber ich glaube, weil ich einfach alles 100-mal überdenke, er kann gar nichts mehr dazu hinzufügen. Und dann chillt er einfach sein Leben. Er hat auch in der Ferien hat er sich und mir eingestanden, dass ich wirklich immer recht habe. Wir sind jetzt seit sehr langer Zeit am Diskutieren, dass ich immer sage, Bro, wieso sagst du überhaupt noch etwas? Du weißt, dass ich recht habe. Und dann sagt er, ja, stimmt eigentlich. Das denke ich. Dann hat er irgendwie so etwas gesagt, aber das habe ich so geil gefunden. Wir sind so in Dubai am Flughafen umwartet und irgendwann sagt er so, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, Bro, aber das ist irgendwie so, hey, also so von sich aus, wir haben nicht über das Thema geredet. Ja, irgendwie letzte habe ich mal so überlegt und dann bin ich wirklich so gewesen, wie kann das sein, dass Emma immer recht hat? Immer wenn du irgendetwas sagst, dann stimmt es nachher einfach. Und ich so, ja, Alter, will ich nicht behaupten, wenn ich nicht weiss, dass ich recht habe. Das ist der Unterschied. Und er so, aber das ist so komisch. Und er glaubt mir jetzt einfach immer sofort, er diskutiert jetzt gar nicht mehr. Und abends, wenn er dann gleich irgendwie mit mir diskutiert über so etwas Dummes, dann bin ich so, Alter, lass es doch einfach, du weißt, dass ich recht habe. Und das ist echt crazy, ich habe wirklich meistens recht. Also allermeistens. Weil eben, ich bin nicht jemand, der etwas behauptet. Meistens. Vor allem bei meinem Freund, wenn ich es nicht weiss, so bei Friends ist es noch ein bisschen lockerer, aber bei ihm bin ich so, ich will auch recht haben. Kennt ihr das? Habt ihr das auch mit eurem Freund? Es ist einfach, weil er ein Mann ist. Sorry. Mein Freund ist nicht ausgenommen von dem, dass ich keinen Bock habe auf Mansplainer und so Typen, die meinen, sie wissen alles besser. Nicht, dass er so einer wäre, aber ihr wisst, was ich meine. Ich muss einfach immer noch ein bisschen mehr drücken, weil es ist ein Mann. Das ist vielleicht auch nicht ganz gesund. Sorry an alle Länder, die zulassen, aber das ist meine Art, für den Feminismus anzukämpfen. Leute, die Folge ist so los, es tut mir leid. Auf jeden Fall, wir sind auf die Seychellen gegangen. Und das ist ja eigentlich, sind so ganz viele kleine Inselis. Afrikanische, so ein bisschen neben Somalia und so ein bisschen neben Mauritius und so. Und da gehen die Leute eigentlich alle zum Heiraten oder so Flitterwoche machen oder einfach die Reichen, glaube ich, ist so das, was ich vernommen habe. Aber ich einfach dort hinwollen, weil eben weil das Studium jetzt dann anfängt und ich so war, ich habe das Gefühl, ich habe nachher nie mehr im Leben Zeit, um irgendeine krasse Reise zu machen, wo man vielleicht sonst nicht gerade macht. Und ich meine, es ist ja nicht, als wäre ich auf Australien gegangen, aber es war halt schon pricey und etwas, keine Ahnung, das ist nicht normal, ich glaube, mit 21 einfach so mal chillig auf die Seychellen gehen. Aber ich habe gefunden, ich will das machen, einfach zum so, YOLO, der Sommer wird noch ein richtig geiler Sommer und nachher muss ich reinschwitzen. Und er hat da einfach mitgemacht. Und wir sind auf einer Insel, die Silhouette heisst. Und dort hat es wirklich nichts, Bro. Dort hat es gar nichts. Einfach gar nichts. Dort hat es kein Einkaufsläden für Esswaren. Du kannst kein Getränk kaufen, das nicht vom Hotel selber kommt. Du hast nicht mal ein Souvenir kaufen. Es hat nichts gehabt. Ausser halt, sie haben so, vom Hotel aus haben sie so 6 verschiedene Restaurants gehabt. Und was sonst noch? Sorry, mein Handy hat vibriert. Es hat ein Gym gehabt, es hat schon so Zeug hat es schon gehabt. Halt, es war schon ein gutes Hotel und alles war auch teuer gewesen. What the fuck? Das ist einfach mein Speicherplatz meine Speicherkarte keinen Speicherplatz mehr gehabt. Das ist mir noch nie passiert. Slay! Es sind einfach 50 Losenmal-Folgen da drauf, die ich nie gelöscht habe. Wo bin ich gewesen? Keine Ahnung, es hat halt alle diese Hotelsachen gehabt, das Gym, wir haben einen Pool, einen eigenen Pool gehabt, es hat so Zeug gehabt, wo du kannst Crepe fressen und so, es hat Sachen gehabt. Es hat auch Riesenschildkröten gehabt dort, weil die Seychellen sind auch voll bekannt dafür, dass sie so Riesenschildkröten haben und so ganz viele
Pflanzenarten und ich glaube auch Vogelarten oder so, wo es nur dort gibt und so, darum so, wow, voll Natur. Und die Inseln, wo wir waren, also Silhouette, haben sie also gesagt, sind nur 2% von der ganzen Insel überhaupt bewohnt. Und dann habe ich richtig Angst bekommen. Und es sind auch am Tag sind so die riesen Fledermäuse rumgeflogen. Also die so Ebola und, so, und Corona, die, wo man sagt, weißt du, so die. Nicht so die Fledermäuse, die es bei uns hat, sondern so riesige Fledermäuse. Die sind einfach am Tag rumgeflogen. Wie so normale Vögel. Crazy. Ich dachte, jetzt bekomme ich sicher Ebola oder so. Aber ich glaube, das ist nur, wenn man sie isst, dass man Ebola bekommt. Ich habe nämlich sehr viel gegoogelt. Ich habe auch kurz gemeint, dass ich Dengue, wie sagt man dem, Dengue-Fieber, keine Ahnung, habe. Weil an einem Tag ist es mir so scheiße gegangen. Also am ersten Tag hatte ich schon mal Migräne gehabt. Das habe ich letztes Jahr in der Ferien auch am ersten Tag bekommen. Richtig scheiße gewesen. Aber dann, irgendwann, hatte ich wie so, wirklich so Schüttelfrost, so Fiebersymptome gehabt. Keine Ahnung, ob ich Fieber hatte, weil ich mir definitiv nicht in den Arsch gesteckt zum Fieber messen. Oder ins Ohr. Sorry, stimmt, man kann ja auch im Ohr Fieber messen. Im Mund auch, oder? Egal, ich bin noch scarred vom Zäpfchen früher. Auf jeden Fall, mir ist es richtig scheiße gegangen und ich habe nicht gewusst, was machen. Und dann habe ich so angefangen zu googlen und dann war es so, ja, es gibt Mucke, die dir Dengue-Fieber geben können und die Leute sterben ab dem. Und ich so, oh mein Gott, ich habe das. Irgendwie war es dann nach einem Tag wieder weg gewesen. Darum hatte ich es wahrscheinlich nicht gehabt. Aber wir wissen nicht, ob ich es hatte. Vielleicht habe ich es gehabt. Weil es wirklich so grippemässig war und ich wusste nicht, wieso. Also, sorry, sonst bist du ja mehr als einen Tag. Ich weiß nicht, was es war. Aber auf jeden Fall ist es mir richtig scheiße gegangen. Und das Zeug dort war so teuer gewesen. Also ich meine, die Reise und das Hotel ist ja nur schon teuer. Und dann kommst du dort an und du zahlst einfach 10 Stutz für ein Cola. Du zahlst aber auch 10 Stutz für das Wasser. Das heisst, du kannst gerade so gut das Cola nehmen. Das Red Bull kostet 15 Stutz. Da habe ich die Finger davon gelassen. Mein Freund hätte es nicht sein lassen können. Ich hoffe, er bereut es irgendwann bitter, weil das ist krank. Und weil du halt eben, du hast keine Ausweichmöglichkeit gehabt. Du hast nicht irgendwo ins Läden. Wir haben auch eigene Velos gehabt, das war geil. Wir sind mit den Velos rumgefahren auf der Insel. Du hast nicht mit dem Velo ins nächste Läden gehen und eine Ration holen und dann halt von dem so ein bisschen snacken. Du hast auch keinen Snack, du hast nicht snacken, Digga. Immer wenn du ein bisschen Hunger gehabt hast, hast du wie einen Burger fressen oder so. Und die also wirklich so sagen wir, ein Burger mit Pommes, 30 Stutz. Und es war nicht speziell fein, es hat alles doch ein bisschen gleich geschmeckt. Ich habe einen Scheisser bekommen, und zwar hart. Und ich weiß nicht von was, doch, ich weiß von was, vom Gemüse. Jetzt erst denke ich vom Curry, weil du kriegst zum Morgen, zum Mittag, Abend kannst Curry haben. Und natürlich, wenn mir Curry aufgetischt wird zum Morgen, dann nehme ich doch etwas, weil es ist voll cool. Ich liebe richtiges Essen zum Morgen. Ja, irgendwann vom Curry, das war nicht. Dann habe ich gemeint, von den Früchten, das war auch nicht unbedingt. Und dann war es vom Gemüse. Wahrscheinlich tun sie das mit ihrem Hahnenwasser gießen und das hat mich komplett genommen. Also wirklich festgenommen. Ich will nicht ins Detail gehen, aber es sind Humbling-Sachen passiert, die nicht so passieren, wenn du in der Ferien mit deinem Freund bist. Aber ist okay. Wir haben den immer noch gern. Genau. Das ist doch nicht das. Es war mega schön. Wir waren 10 Tage, glaube ich. Und irgendwann ist es actually langweilig geworden, weil es hat 2 Tage lang geschifft. Und also richtig runtergeschifft. Du hast nichts machen. Und dann haben wir nichts mehr gehabt zum Schauen, weil wir haben ja alles von Netflix und so haben wir ja schon im Flug geschaut oder am Flughafen oder so. Einfach nichts mehr zu tun gehabt, so langweilig gehabt. Und dann haben wir uns gefreut, zum Heimgehen. Und das finde ich immer mega schön, wenn man in der Ferien war und sich so freut auf die Schweiz als Ganzes, aber auch freut auf sein Zuhause und auf so die Gewohnheiten und so voll motiviert ist. Habt ihr das auch? Ich bin immer in der Ferien so, hey, jetzt gehe ich heim und gehe ausmisten und gehe Sport machen und gesund essen und duschen vielleicht erst mal und aufräumen. Ich habe nichts vor allem gemacht. Aber ich habe meinen Koffer einigermaßen okay schnell so angefangen auszupacken. Er ist immer noch nicht ausgepackt. Den vom Frauenfeld habe ich auch immer noch nicht ganz ausgepackt. Aber so ein bisschen meine Wäsche habe ich gemacht, sofort, instant. Voll gut, das ist besser als jemals zuvor. Genau, darum Seychellen, ob ich es recommenden, ja, um so Inselhopping zu machen, aber wir sind halt immer auf der gleichen Insel geblieben, weil es ist sau teuer war, überhaupt von dieser Insel wegzukommen. Also du musst mit einem Boot gehen, wo so, Trigger Warning, Emetophobie, wo du wirklich auf jedes Mal fast kotzt, weil das Meer ist so unruhig dort. Oh mein Gott, das ist auch etwas, das Meer war so unheimlich dort. Mein Freund hat es geil gefunden, weil der ist so einer, der so in die Wellen reinspringt und dann sich so mitzerren lässt.
cannot. Es hat auch so eine Flagge im Wasser gehabt, so bis dort und nicht weiter gehen. Das macht mir auch Angst, so dann gehe ich gar nicht rein. Wenn du nur schon, also wenn ich so bis zu den Knien drin war und es ist eine Welle gekommen, dann hat die mich, wenn sie wieder zurück, also weißt du, so, wie sagen wir dem? Ist das der Wellengang oder ist das die Strömung? Keine Ahnung, aber es zieht dich so hart, sicher so 4 Meter mit zurück rein, obwohl du nur bis zu den Knien drin bist. Es war so stark, das Meer. Und es hat so viel, oh mein Gott, es hat so viele schöne so Muscheln und Korallenzeug gehabt und auch ganz viele Krabben. Also wirklich, wenn du gelaufen bist, es hat überall Krabben gehabt. Es war fast ein bisschen scary, weil ein paar sind herziger als andere, kann ich euch sagen. Ja, aber eben, die Leute gehen eigentlich, glaube ich, Inselhopping machen, so ein bisschen von Insel zu Insel. Jede kleine Insel hat auch so ein bisschen andere Sachen. Auf ein paar Inseln gibt es keine von diesen riesen Schildkröten, auf ein paar schon. Und wir sind einfach nur dort geblieben, weil es so scheiße teuer war. Ich glaube, wenn du mit dem Boot einmal hin und zurück hast, hast du $225 gezahlt. Ich weiß nicht, ob für beide oder separat. Aber das ist auch so, sorry, nein. Dann gehe ich sicher nicht, weil, also nein. Nein. Und dann zahlst du ja noch so viel, um in diesem Hotel zu sein. Dann willst du auch nicht irgendwo anders chillen, wenn du schon so viel Geld zahlst. Darum, danke Leute, ihr habt mir meine Ferien gezahlt. Also ich weiß nicht, ob ihr spezifisch, aber die Leute, die mir auf jeden Fall auf Social Media folgen. Das ist irgendwie noch crazy, zum daran zu denken. Genau, dann sind wir heim. Haben eine richtig schreckliche Heimreise gehabt. Da habe ich auch einen TikTok-Vlog oder Insta-Vlog darüber machen und dann schauen. Ich weiss selber nicht mehr, was passiert ist. Die Leute sind auch so, oh mein Gott, was hüllst du so um? Man kann auch wegen allem hässlich sein. Das ist einfach mein Humor. Das regt mich so auf, wenn die Leute so, nee, man darf nur Gutes erzählen. Ok. Und nachher sind die Leute irgendwie deprimiert, weil sie meinen, alle haben das perfekte Leben. I cannot. Dann haben wir so knappe 24 Stunden daheim gehabt und dann ist es schon weiter ans Frauenfeld gegangen. Wir sind eingeladen, also ich bin eingeladen und mein Freund war mein +1 und das hat voll die fucking Medienschlagzeilen gegeben, dass das Frauenfeld weniger Leute, Influencer, eingeladen hat als letztes Jahr. Also richtig so, sind auch zu uns gekommen, ja, ich sage jetzt einfach nicht von wo, aber von den Medien auf jeden Fall. Und sind so gewesen, ja, wir würden euch gerne interviewen, ob das euch das erste Festival ist. Also einfach so fragen. Und nachher hat jemand ja gesagt, und nachher fragen sie eben genau zu diesem Thema, ja, was denkst du, wieso sind weniger Leute eingeladen und wie fühlt sich das an, wenn du jemand von denen bist, der eingeladen worden ist und so. Alter, ich hasse das. Wirklich mein grösster Pet-Peeve ist, wenn die Medien von uns nur schon profitieren, weil logisch, das ist voll der Clickbait und alles, was Influencer betrifft, ist ja ich meine, die Leute, die Medien konsumieren, sind ja meistens alt und die sind ja mega raging auf uns. Und das performt wahrscheinlich immer mega gut, wenn sie über das Thema berichten. Und wenn sie uns dann ausnutzen für ihre Klicks und mit uns reden wollen und dann nicht einmal den Anstand haben, wenn wir fragen, ja, über was wollen wir denn reden, einfach ehrlich sein und sagen, ja, wir würden gerne über das Thema reden, das ist ja ein bisschen kontrovers. Hast du eine Meinung dazu? Nein, einfach straight up ins Gesicht, ja, ob das dein erstes Festival ist. Du weißt, das ist nicht mein erstes Festival. Letztes Jahr hast du auch schon darüber berichtet, dass ich da eingeladen war. Weißt du, was ich meine? Alter, und wir haben zum Glück alle einfach gesagt, nein, sorry, nein. Und das ist auch mega peinlich, weil die sind schon so mit ihrem Stativ, kommen so und kommen die so stören und es ist ihnen unangenehm, es ist dir unangenehm. Ja, auf jeden Fall ist das so voll, das ist so voll aufgebauscht worden. Oh mein Gott, geht Influencer-Marketing unter, weil das Frauenfeld hat ihre Einladungen halbiert oder so. Digga, wer juckt das? So, die Welt ist am Brennen und ihr fickt weil das Open-Air Frauenfeld 50 Influencer weniger einladet. Heult, cry me a river. Und wenn sie jetzt noch mal wissen wollen, liebe Medien, wie es sich anfühlt, unter diesen 50 Eingeladenen zu sein, es hat sich super angefühlt. Ich habe sehr gut geschlafen in meinem Hotel. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Wir gehen dann nämlich nicht nur hin zum Chillen und uns besaufen, sondern wir machen da tatsächlich Werbung für das Open Air Frauenfeld. Das ist unser Auftrag. Und die wollen das von uns. Genauso wie ihr dort reingelassen werdet, weil ihr einen Beitrag schreibt. Gratis. Dürft ihr auch gratis rein. Gegen das Thema. Ich kann nicht immer das Aufhetzen gegeneinander oder Influencer so mega schlecht dastehen lassen. Das juckt niemand. Auch wenn wir alle Arschlöcher wären. Wer interessiert es? Geh mal einen Bericht darüber machen, wie viele CEOs Hurensöhne sind. Alle sind Hurensöhne. Ach, das regt mich so auf.
Frauenfeld war auf jeden Fall geil gewesen. Ich muss sagen, es ist vom auf dem Gelände selber mein least favorite Jahr gewesen. Einfach weil der Vibe ist irgendwie nicht rum war. Und das ist von mir persönlich. Das hat nichts mit niemandem zu tun. Mein Freund hat es mega gefühlt. Ich glaube, die anderen haben es auch mega gefühlt. Aber irgendwie ist etwas bei mir nicht gut gewesen. Ich glaube, vielleicht ist es auch zu viel gewesen, gerade nacheinander nach der Ferien. Vielleicht bin ich noch so voll in diesem Chiller-Modus gewesen. Auch hure nicht mögen. Die anderen die ganze Zeit, ja, gehen wir dort, gehen wir in das Zelt, machen wir dort, wenn wir mal auch rumlaufen. Und ich immer so, nein. So voll Party-Pooper, Alter. Aber ich hatte so keine Energie gehabt. Und es war so heiß gewesen. Und ich habe nicht gecheckt, dass es so heiß sein wird. Das heisst, ich war immer falsch angelegt gewesen. Aber was ich sagen muss, ist, dass die Leute hure lieb waren das Jahr. Also normalerweise, ich war erst 3 Mal jetzt, also 2 Mal vor diesem Jahr. Die letzten 2 Mal sind die Leute eher noch respektlos gewesen, wenn sie einem angesprochen haben. Auch nicht mega, aber so ein bisschen, ja, findest du mich wirklich cool oder willst du einfach nur mit mir reden und sagen, bist du die auf TikTok? Weißt du, was ich meine? Und dieses Jahr sind alle, wirklich alle, auch die asozialsten Typen vom Aussehen her, wenn man es vom Aussehen her judgt, sind eigentlich mega lieb gewesen und auch so, hey, geil, du bist doch die Emma. Ja, gut, weiter. Oder mega viele haben sich auch gar nicht getraut. Und da habe ich das Gefühl, bin ich ein bisschen stolz drauf, auch wenn es mega gemein tönt. Aber ich habe ja so viel schon darüber gerantet, dass die Leute nicht wissen, wie man anständig auf jemand Fremdes zugeht, auch wenn die Person in der Öffentlichkeit steht. Das Gefühl, es hat richtig etwas gebracht. Die sind so schüch gewesen. Die gekommen sind, haben etwa 4 Mal so gefragt, ja, ist es wirklich okay? Und hast du wirklich Zeit für ein Foto? Und magst du wirklich... Das ist so gewesen, es hat sich gelohnt, weil die Leute haben schon ein bisschen Angst vor Vermehrungen. Ich habe keine Bock, dass Leute rumlaufen und das Gefühl haben, du kannst einfach zu mir kommen, mich anspucken und nachher ein Foto mit mir machen. Nicht, dass das jemals passiert wäre, aber so der Vibe, wisst ihr, was ich meine? Darum, es funktioniert. Und das finde ich gut, weil mega viel hinter der Kulisse sagen mir auch so, ja, ich würde mich gar nicht gross dazu äußern und du kannst nicht kontrollieren, was die Leute machen. Lieber sagst du nichts, sonst passiert es noch mehr. Das kommt so oft, auch wenn ich habe TikTok gepostet, dass die Leute mal die Fresse haben sollen und mich aufhören fragen sollen, ob ich irgendwie zugenommen habe oder so. Ja, ich habe zugenommen und so. Und dann kommentieren die Leute also ja, aber wenn du jetzt so darüber redest, dann machen sie sicher noch mehr extra, nur gut gemeint. Nein, eben nicht. Die Leute wollen einem einfach immer Angst machen, um seine Meinung zu sagen und immer so einreden, dass du ja nichts sagen sollst und so. Aber selber haben sie es noch nie gemacht, Bro. Es hilft so fest, seine Meinung zu sagen. Du musst einfach nur wissen, wie. Und wenn es dann mal nicht nach dem läuft, logisch kannst du nicht immer einfach nur deine Meinung sagen und nachher hören alle drauf. Aber dann musst du auch einfach richtig reagieren. Und ich glaube im Fall schon, dass das etwas genützt hat. Darum, Slay Emma. Bin ich richtig stolz drauf. Was habe ich sonst noch? Ja, es war geil, weil wir im Hotel waren dieses Jahr. Ich bin noch nie, doch im ersten Jahr bin ich in einem Hotel, aber mit meiner Kollegin, ohne eingeladen zu sein. Und das war mega weit weg und dann haben wir bis am Morgen um 6 Uhr müssen warten, bis wir auf den Zug gehen können. Aber das war richtig geil, weil ich bin das erste Mal nicht krank geworden nach dem Frauenfeld. Normalerweise bin ich immer krank gewesen, aber weil ich halt so easy schlafen konnte und wir sind auch immer erst so am, ich glaube, 3:30 oder so aufs Gelände gefahren und so voll chillig. So. Aber das ist halt dann wahrscheinlich auch nicht mehr so der Festival-Vibe. Vielleicht habe ich es auch darum nicht so krass gefühlt wie sonst. Der 21 Savage hat mich ein bisschen enttäuscht. Der war irgendwie überhaupt nicht rum. Und das hat mich so, es war so schlimm gewesen, weil alle sind dann zu mir gekommen, weil, also auch von der Szene, und sind so gewesen, und wie hast du jetzt den 21 gefunden? Irgendwie war er aber nicht so gut gewesen, weil alle gewusst haben, dass ich mich am meisten auf ihn freue und so voll Fan bin. Und dann habe ich allen so erklären, nein, aber weißt du, am Konzert war schon viel besser gewesen und so voll den 21 Savage müssen verteidigen. Am geilsten habe ich gefunden Shirin David. Und Apache hat auch eine coole Show gehabt, aber ich höre halt seine Musik nicht. Wer hat noch eine coole Show gehabt? Keine Ahnung. Shirin David, einfach period, Shirin David. Ich habe so einen Crush auf sie. Ich habe ihr so zugeschaut und so, wie geht das? Ich check's nicht. Und dann sind wir Bad Moms J am Schauen gewesen. Und dann sagt mir irgendjemand, rat mal, wie alt die ist. Weil die ist einfach 21. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Nein, das ist mein Takeaway vom ganzen Frauenfeld. Das war crazy gewesen, actually crazy. Und ich habe mich einfach unwohl gefühlt, Fazit, weil ich so das Gefühl hatte, ich gehöre irgendwie nirgends so richtig dazu. Und es war so zum Teil ein bisschen awkward gewesen, weil alle haben so ein bisschen etwas anderes wollen. Nein, wir laufen dort. Und dann fühlst du dich irgendwie so ein bisschen schlecht, wenn du eben, jetzt wie ich halt oft gesagt habe,
hey, nein, ich habe nicht so Lust oder nein, ich bleibe jetzt glaub, kurz da und chill ein bisschen, dann musst du immer so schlecht fühlen, weil du wie so jemanden abservierst, aber du meinst es ja gar nicht böse. Und oh mein Gott, ich habe einfach jemanden angefickt, der sich vordrängelt hat bei der Bar beim Anstehen. Das war auch ein Power-Move, weil ich bin so eine Karen. Aber es hat richtig funktioniert. Leute, ihr glaubt nicht, wie gut das funktioniert. Der Typ drängelt sich so vor, meint so auf unauffällig Smalltalk mit uns anzufangen und fragt dann schon seine Freundin, was sie eigentlich haben will, damit er sich reinschmuggeln kann und vor uns bestellen kann. Und dann schaue ich ihn so an und lache so und sage so, jetzt hast du dich aber auch sehr gescheit vorgetragen. Du hast gemeint, wir merken es nicht, gell? Und dann, nein, also ihr dürft natürlich schon zuerst bestellen. Wow, danke vielmals, das ist aber hure gnädig von dir. Ich stand auch nicht erst seit einer halben Stunde da und will auf mein scheiß Fanta warten. Vielleicht hätte ich einfach besoffen sein sollen die ganze Zeit. Weil ich bin nie besoffen am Frauenfeld. Ich kann das nicht, das ist mir zu unheimlich. Ice Spice habe ich auch cool gefunden. Und was sonst? Keine Ahnung, Bro. Und jetzt bin ich daheim. Und jetzt bin ich gestresst wegen dem Studium. Ich frage mich, wie ich das alles anbekommen soll. Falls jemand weiss, was ich studiere, weil ich sage es ja nicht, aber es gleich weiss und mir Tipps hat, her damit. Ich glaube, Tilda schlägt jetzt meine Kamera mit dem Schwanz um. Sie muss, glaube ich, pissen. Hast du etwas zu sagen? Okay. ASMR von der Tilda. Das war mein Live-Update. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst und ich hoffe, euch geht es jetzt wieder besser. Nächste Woche kommt hoffentlich eine normale Folge. Habt ihr gemerkt, ich habe wieder das gute Mikrofon. Ich habe nämlich ein neues Kabel, das ist auch kaputt. Verschluckt. Und ich habe einen neuen Laptop, der nicht mehr so laut schnauft. Jetzt ist nur noch Tilda das Problem. Genau, ich freue mich. Sagen mir, über was ich reden soll. Bitte. Wie ihr merkt, habe ich kein eigenes Hirn mehr. Und ich freue mich. Und ich sende euch Gali Grü. Gali Grü. Schönen Sommer. Habt ihr eigentlich Ferien? Keine Ahnung. Oh, und übrigens, ich glaube, ihr könnt auf Spotify noch die Kommentare, was auch immer, schreiben, aber ich kann sie nicht mehr lesen. Darum, wenn ihr etwas habt, schreiben wir bitte auf Insta oder kommentiert es auf Insta, weil ich sehe es höchstwahrscheinlich nicht, weil die Funktion ist am Spinnen. Bei allen. Habe ich gehört. Adios, amigos. Bis nächstes Mal.